Gute Morgen, mein Name ist Has Romer und ich freue mich, für euch meinen neuen Text, den Hexenmeister, vorzulesen. Das soll es sein? Und die Leute am Dorf skeptisch gefragt. Absolut, hat der junge Mann aus seinem knallescheitzenden Kostüm gelacht. Absolut, als je dat. Dat als den Hexenmeister. An wann könnt ihr aus singem Wohnen raus? Wann es Zeit ist. An wann ihr alles fertig wird. Ihr ist ein großen Hexenmeister. Ihr braucht seine Zeit. An wann ihr seine Sprüche abseht, da werdet ihr schon gesehen, dass ihn all die Weisgeister ihm ernadon. Also, so gesagt aber nicht aus. Besonders an diesem schmuddeligen Wohn. Mussen dat? Hat der Mann gelacht. Nee, us schon nicht. Mir trotzdem. Vielleicht wäre es besser. Besser, wenn ihn dat machen gäf. Da geben ihm vielleicht Gleben. Vielleicht. Ob man's. Weil sonst, ob dir ihm glebt oder nicht, dat was ihr los. Davon hängt auch alles auf. Aber diese wieder hat der junge Mann sich umgedreht und ist zurück bei der Wohnung von seinem Meister gelaufen, aus dem mittlerweile so munchfarbischen Dampf rauskommt und aus dem er doch ganz komisch gerochen hat. An all der Zeit war auch der Meister Weiler gekommen, der Schulmeister aus dem Dorf. Hierhin hat er den ganzen Zirkus just in einen Blick geguckt. Dann hat ihn sich umgedreht, und am ganzen Pathos von einem Cicero hat ihn dem Dorf an die Gewisse geschwärzt. Lächerlich, verrückt, ja grotesk, gebe ich das heute nennen. Vertraut, ob er Vernunft, und nicht diesem durch hier gelaufenen Hexenmeister. Drehen dich weg von diesem Fam von Volksglaven, dieser gruseligen Superstition. Und hier wollt noch weiterfuhren, wie dat ganz Dorf hier Stoa gelost wird, aber bei der Wohngang. Aus dem Klängen mit aufgewischter Farbe bemolten Zirkuswohn kom eng Wollig von gelbem Dampf raus, und schon stund an der Mitte von den Dorfbewohnern ein Mann, wie jenen an dieser Gegend noch nie gesehen hat. Mir ihr Bewohner hier konnte mir nie gucken, weil der Meister Weiler schon dazu kom. Hat sich durch die Einzelreihen auf hier gedreckt, aber bloß tun, wie ugewurzelt, für um imposanten Hexenmeister stohen. Gauf bleich, a grad ob emol, kein Wort mehr gesucht. Den Hexenmeister aber hat hier nicht weiter betruscht, aber mit all Schritt, wo hier weitergehen, sind Dorfleit ob Zeit getrappelt, bis das Stroß voll Leid bei der verhexter Scheier kam. Du wäret ganz ruhig am Dorf. Alles wird ob den Hexenmeister gewahrt. Sein Assistent hat ihm sein großschwarz Postbrot. Ihn hat sich nach ihm umgedreht, wollte schon an die Scheier herangehen, wie von Hannen eine Fame vom Meister Weiler zu hören war. Der Schulmeister kommt durch die Gas gelaufen, aber bloß für Hexenmeister stehen. Die zwei Meisteren haben sich im Moment gemustert, den einen aus einem großen, strengen Kostüm, ob den er ein bisschen Schulkreid gepasst wird, an den anderen aus einem mauvschwarzen, extravagant schicken Mantel, aus einem blinkigen Zylinder. Nun so der Meister Weiler ganz los, dat nimme sie et hören hun, mit engem knaschtege Grinsen. Da si mir jo lo mal, wie ein Hai wert kann. Mit den Hexenmeister hat sich einfach umgedreht, an der Scheier verschwunden. Hannatim hat sich sein Assistent geschlagen, und nun ist die schwere Pacht an Schloss gefallen. Bannen an der Scheier wäret warm am Muffig, et huet noch Fei, Hee a Mischt geroch. Durch Stritzen am dreschenen Holz
sind e pur dünn Luchtstrahlen op de Boden gefallen. 3 Hänger sie rundherum gelaufen. Hannen am Eck wird ihn ein Kuh hören. Du stunget also, dat verhextend Vieh. Des Tieren, die Dorfbewohner seit enger Woche all Moje frisch gestrach op der Wies vom taten. Und obwohl sie Scheier daran nicht bewahrt hatten, also gebannen, nach der Jäger sich op Lauer gelöscht hat, war trotzdem Geest oder sos e Wiestelchen an den Stall kom, an hatte ihren entfauert, gestrach, an ob der Wies aufgesagt, für dann die nächste Nacht, dat ganz nicht so viel unzufänken. Du winst also, waren Leid aus dem Dorf den Hexenmeister sicher kom. Du winst, war hier du. Fänke mir Meister, wurde den Assistent gefroht, wollte schon die schwere Posch auspacken. Nee, noch nicht, wurde der Meister geantwortet. Durch die Schmulritzen an die kleinen Löcher an den Mauern wird ihr Gesichter, auf ihr will sich gesehen, der ihm nur geguckt tun. Mit des goufen enttäuscht. Weil bis zum frühen Abend hin as neicht geschieht, neicht gouf gemacht. Et war bald, wie wann desen Infam von Hexenmeister an der Scheuer schlufe wollt. Wie sein Assistent du noch nach vom Dorf verlangt huet, sie am Vieraus zu bezuelen, ja, do waret klar, dat Dorf sich Beduchse gelos hat, an der den diese falschen Zauberer nicht so sehr fortlaufen lassen wollt. Trotzdem muss ich sagen, hat ein Teil von den Bewohnern, aber besonders der Bauer, dem der Stall gehört wird, weiter um den Hexenmeister geglebt, an entschied, jeden Aver zu bezahlen. Aber während Nacht, los alt Luchten am Dorf ausgemacht wird, der Mond gemütlich um Himmel abgegangen, Bewohner an ihren Häusern verschwunden sind, an der Jäger ruhig Scheier observiert wird, stung der Meister Weiler als großen und leichten Denker an der Wirtschaft an wird in vereinzelten anderen Gäste an Gewisse gepredigt. Der Meister Weiler wird nach Dave auf Fest geschlafen, wie hier in den nächsten Morgen durch Kamediener Stroß abrupt erwäscht gouf. Im Moment war hier noch ganz wundert. Wusst gut nicht, werdet gehen. Medun wird ihn sich den Hexenmeister am Stall erinnert, an zufrieden aus der Fenster geguckt. Von do konnt ihn ob den Stall gesehen, die groß abstehen. Ob den Hexenmeister wirklich die ganze Nacht geschlafen hat. Der Meister Weiler hat ob man's nicht auf Matt gekriegt. Wer hier bei den Stall kam, war du schon das halbe Dorf versammelt, an hat wilde Janege-Schwader gejault. Den Hexenmeister als ein Assistent, an ihre Wohn, an die ganzen Suchen, waren fort. Irgendwie hatten sie sich um je längst geschlagen. Ja, so der Meister Weiler, ja, hier hat ihn gesagt, hier hat sie gewarnt, an hier hat recht. Wie der Bauer mit seiner Kei aus dem Stall kam, froh gelacht hat, dass sein Vieh an dieser Nacht nicht verschwunden war, und dass der böse Zauberlo wohl rüber war, du, als es dem Schulmeister ob einmal ganz komisch ging. Von dem darum, als an diesem kleinen Dorf nie mehr jetzt gange von Geister oder andere bösen Zaubersprüche. Auch den Hexenmeister wird sich da nicht mehr Blicke gelos. Eines Tages war der Jäger in der Wehe am Busch, wie hier von weitem das skurrile Wohn ob eine eidler Landstraße erblickt wird. Du konnt hier nicht widerstehen, und aus dem Hexenmeister entgegengelaufen, wollte sich schon vorstellen, wie diesen ihm erklärt wird, hier weiß noch ganz genau, wen hier wir, was an diesem Dorf geschieht war. Das verstehe ich ja so der Jäger, aber wie ist es möglich, dass ihr das Geister verdrieben habt? Weil der Meister Weiler, den hat immer von einem bossischen Dave oder von einem Burkaner an ihrem Streich geschwärzt. Und ihr dann und das Geister geglebt, wird den Hexenmeister ruhig gefroht. Ja, schon, irgendwie. Ma ja, et as genau dat, was ich euch erklärt hun, so den Assistent und hat gelacht. Hier ass, großen Hexenmeister.
a wann Leiit mech froen, da kommen ich auch, huet den Hexemeester gesot. Me och sie mussen dro gelewen. Dovon hängt alles auf. Es so nicht, vielmals merci.